Es ist Donnerstag, der 4. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort 1. Samuel 17, Vers 15. David sprach zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und aus Epheser 6, 14 bis 15: So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Heute geht es um den geistlichen Kampf. Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament hat viele Texte darüber. Im Alten Testament ist es ein bisschen verborgener. Zuerst haben wir einfach mal die berühmte Geschichte, die berühmteste vielleicht aus dem Alten Testament. Das Sinnbild vom Kleinen, der gewinnt im Namen von Gott gegen einen Grossen, findet. So etwas Archetypisches. Es ist ja auch ein Sujet, das ich einmal in einem Künstlerwettbewerb benutzt habe, vor 40 Jahren, kann ich sagen. Ich komme später darauf zurück. Die Asymmetrie im Alten Testament, die asymmetrische Kriegsführung, kann man vielleicht sagen, wo man ja auch sieht bei Mose, der die Hänge auf hat, gegenüber den Amalekiter und sie so verloren haben, oder der Josaphat, der die Bundeslade hat vorweggehen vor dem Heer, zusammen mit den Sängern, und so haben sie gewonnen. Die asymmetrische Kriegsführung zeigt eine verborgene Dimension. Der David probiert ja zuerst im Saul seine Rüstung aus, muss sie aber abziehen, weil die ist schwer und da drin kann er sich nicht bewegen. Er verzichtet auf die gleichlängen Spiesse, würde man vielleicht sagen. Wer aber ist der Goliath? Der Goliath ist das Überbleibsel von diesen 7 kananäischen Riesengeschlechtern, die von Urbeginn an das Land bevölkert haben, und Israel musste die ausrotten oder vertreiben, was sie auch gemacht haben, mit wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel von den Söhnen von Enak sind immer noch ein paar herum, mehrere werden erwähnt, unter anderem eben auch der Goliath, einer von denen, etwa 2,50 Meter gross, mit je 6 Fingern und 6 Zehen an den Händen und Füßen. 6 ist eine Zahl von dem, was wir wissen. Das ist ein Phänomen von den Riesen, das in Genesis 6, also 1. Mose, Sintflutgeschichte am Anfang beschrieben ist, wo sich Engel mit Frauen haben vermählt und daraus monströse Wesen sind entstanden. Das heisst, vor der Flut und auch nachher, also hat man später auch noch mit denen zu tun gehabt. Auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, aber es zeigt, da spielt die dämonische Welt sehr stark rein bei diesen Figuren. Der Goliath selber, mit seiner Herkunft, mit seiner Tradition, mit seiner Blutslinie, ist seiner Sache so sicher gewesen, dass er gar nicht ein Schild hatte. Er hat zwar sicher auch ein Panzerhemd an, sicher dick genug für allfällige findliche Schläge oder auch Pfeile abzuwehren, aber er hat beide Hände gebraucht, für Offensivwaffen zu tragen. Er hat sich ja nicht vor den Menschen fürchten. Und das nicht nur wegen seinem Panzer, sondern auch noch wegen seinem Rückgrat, den er hatte, oder wegen seinem Rückhalt, muss ich besser sagen, in der geistlichen Welt. Das ist das Wesen der Geisterwelt. Das ist eine asymmetrische Kriegsführung und die Menschen verlieren gegen solche Figuren immer. Sei es jetzt schwarze Magie, sei es Voodoo, der Mensch kann sich gegen das aus seinen eigenen Kräften und Mitteln schlicht nicht wehren. Wer solche Geschichten kennt, weiss, dass es so ist. Der Sieg von der Finsternis über das Menschengeschlecht ist ja schon so alt wie die Paradiesgeschichte. Dort ist eigentlich der Kampf verloren worden und seither sind die Menschen im Prinzip diesen Herrschaften untertan. Der Kampf ist eben ein asymmetrischer und es ist kein Sieg möglich für die Menschen. Und jetzt wird der Kampf noch asymmetrischer. Es kommt noch ein neues Element rein, als ob das nicht schon genug kompliziert wäre, nämlich der Name vom Herr. Der Name vom Herr verspricht Sieg für Israel, seit sie durch das Rote Meer gezogen sind. Jedes Kind kennt die Geschichte, jede Familie tut die rekapitulieren, jedes Jahr im Pessach.
Also im Passamal kommt die Geschichte immer wieder zum Tragen. Kurz zu dem Namen Jahwe, der hier erwähnt wird. Das ist ein Name in einer Zukunftsform, der heisst, ich werde immer bei euch sein. Das ist eine Verheißung. Und gleichzeitig wird die Zukunft früher oder später auch wieder mal Gegenwart, wenn es nämlich dringend nötig ist, dass der Herr mit uns ist, so wie eben gerade jetzt, wo der David sich aufmacht, für dem Goliath entgegenzutreten. Es ist ein Kampf auf 3 Ebenen. Physisch ist ja klar, ein Ries gegen einen Jüngling, ein Profikrieger gegen einen Hirt, ein Stein auf Davids Seite gegen eine Metallrüstung auf Goliaths Seite. Psychisch ist es ohne Kampf, ein Showdown, kann man sagen. Psychological Operation, sagt man bei den Amerikanern, also psychologische Kriegsführung mit Wort, mit Einschüchterungen, mit Demütigungen. Psychoterror, kann man sagen. Beide brauchen das gleiche Bild, nämlich ich werde die Leichnam den Vögel zum Fraß geben. Und nachher die dritte Ebene ist die entscheidende, es ist die geistliche Ebene, ein Lästergeist, der durch das Maul, das riesige Maul von Goliath redet und sicher sehr laut redet und abscheulich gegen den Namen von Jahwe, den David sehr ehrfurchtsvoll ausspricht. Aus Davids Sicht wird das nicht ein Kampf sein, wo man schaut, welcher ist stärker. Weil, wie immer im geistlichen Kampf, steht der Sieg schon fest. Es war dem David sofort klar, auf welcher Ebene kämpfen wir hier. Nicht physisch, nicht psychisch, sondern geistlich. Im Neuen Testament heisst es etwa so: jedes Knie wird sich müssen beugen von denen, die im Himmel sind, denen auf der Erde und denen unter der Erde. Vor Jesus Christus, zur Ehre vom Vater. Bekennen, dass er Herr ist. Der David weiss, dass er nicht wird tot auf dem Schlachtfeld bleiben liegen. Das ist ihm schon klar. Darum sagt er dem Goliath noch ein bisschen mehr voraus, als der Goliath am David voraussagt. Er sagt nämlich nicht nur, dein Körper wird von den Vögeln gefressen, das ist noch eine posthume Beleidigung, sondern er sagt, ich werde dir den Kopf abhauen. Die geistliche Macht der Philister wird jetzt in den nächsten paar Sekunden gebrochen. Sie liegt am Boden und das ganze Philisterheer wird in heller Flucht davon rennen. Aber schon gleich mal wird der David bei den Philistern selber Zuflucht suchen, weil noch ein ärgerer Find wird gegen ihn aufstehen. Der geistliche Kampf wird nämlich in eine nächste Runde gehen, in eine neue Runde, in eine unerwartete, die noch heimtückischer ist und noch gefährlicher für den David, für den mutigen Gotteskämpfer. Weil aus der eigenen Reihe kommt jetzt Widerstand, nicht zuletzt wegen dem Neid. Der Saul, der ja bekannt war für seine Connections in die feistere Welt, siehe die Hexe von Endor, die er am Schluss noch aufgesucht hat, er kann mit dem messianischen Geist nicht umgehen, der beim David am Wirken ist. Er steht für die Erwählung, die man fleischlich versteht, die man natürlich versteht, die man probiert mit natürlichen Mitteln umzusetzen. Und das heisst Krieg gegen die messianische Erwählung. Das wird ein sehr asymmetrischer Krieg sein. Der David wird dem Saul immer wieder vergeben, er wird ihm immer wieder entkommen. Und er wird eigentlich das Mal physisch nicht Oberhang haben, bis der Saul gestorben ist. Aber er will es auch nicht. Er will sich den Sieg von Gott schenken. Die Waffen sind bis heute nicht die Steine. Auch wenn das manchmal ein bisschen so aussieht. Das ist nicht das Phänomen klein gegen gross, sondern es ist das Phänomen Gott gegen Teufel. Irrtümlich wird von den Palästinensern das Bild ja jetzt gebraucht, das heisst, wir sind jetzt der neue David, Israel ist der neue Goliath. Aber der Kampf, der in der Presse ausgeschlachtet wird und der Teig manchmal noch fast ein bisschen zu fest ausgerollt wird, man weiss das ein bisschen, der Kampf ist eigentlich nur ein Nebenschauplatz. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber der eigentliche Kampf in Israel ist nicht der, sondern wer ist König von Israel? Ist es das fleischliche Israel, das sich selber irgendwie probiert am Leben zu erhalten und auch zu schützen? Oder ist es der messianische König? Ist es Fleisch oder ist es Geist? Der Kampf wird immer weitergehen, Zion gegen Zion, das heisst,
das falsche Zion gegen das echte Zion, die Illuminaten gegen die Messianischen. Der Kampf wird immer gehen und wird immer asymmetrisch sein. Aber er ist schon entschieden. Die besondere Geschichte, auf die komme ich jetzt noch mal kurz zu reden zum Schluss. Zurück zu dem Wettbewerb, wo das theologische Seminar, das heisst die Fakultät der Theologen, hat ausgeschrieben, weil das Gebäude so kärglich war, so halt und abweisend für ein theologisches Seminar, halt vorher eine Elektrobude. Und da haben sie 10'000 Franken ausgeschrieben. Ich dachte, das könnte ich auch noch brauchen als Student. Ich habe ein Bild eingereicht über David und Goliath und habe damit den Wettbewerb gewonnen. Aber ich habe nicht gewusst, dass das so viel Arbeit wird sein. Ich war nicht ein gelehrter Keramiker, sondern ich habe es von meinem Götti gelernt. Das war ein gelehrter Keramiker. Und ich habe 10'000 Farbversuche gebraucht, bis ich das Bild so einfärben konnte, wie ich es genau mir vorgestellt habe, den Goliath in seiner Rüstung. Es ist also endlos lang gegangen, viele, viele Nächte habe ich auch gearbeitet dran. Ich möchte das Bild, das wir jetzt einblenden, kurz ein bisschen erklären. Man sieht natürlich, wie kann es nicht anders sein, der Goliath mit dem grossen Maul, aber er hat keine Augen, weil er ist geistlich blind. Ebenfalls hat er einen grossen Zeigefinger, für David zu zeigen, wo er ihn herschicken wird, nämlich weg von der Bildfläche. Und er steht auf sehr wackeligen Füßen. Auch das ist sinnbildlich, weil er hat gar keine Schuhe an, er hat eigentlich keinen Boden unter den Füßen. Dann gibt es noch eine Erklärung zu diesem Spruch oben, den ich hier einblende, den ihr lesen könnt, wo es darum geht, dass wir die Bauwerke einreissen, die geistlichen Bauwerke, und dass wir alle unsere Gedanken in Gehorsam gegenüber von Jesus Christus bringen. Das ist so in einem theologischen Seminar sehr ein wichtiger Spruch, weil dort hat man ja genau die Kämpfe mit all dem liberalen Denken, wo Jesus Christus nicht als alleinigen Herr anerkennt und die Bibel nicht als Wahrheit und inspiriertes Buch von Gott. Darum habe ich das auch kommentiert bei der Einweihung des Bildes, und das waren Dozenten dort und sie haben sich über meine Rede natürlich nicht so gefreut. Und dann gibt es noch ein drittes Phänomen in diesem Bild, nämlich die Einschläge rund um David. Die Kacheln, die Keramikkacheln, sind teilweise beschädigt, aber keine ist wirklich ganz kaputt gegangen. Ich habe ein Telefon bekommen. Eines Morgens, das war gerade nach dem Ausbruch von der zweiten Intifada, und jemand hat mir angerufen und gesagt, der David ist abgeschlagen worden letzte Nacht. Ich bin sofort durch Bern gefahren, habe die Sache angeschaut. Der Goliath ist breitspurig dort noch gestanden. Der David war nur ein Häufchen Keramikkacheln am Boden gewesen. Und ich habe gemerkt, aha, der Kampf ist noch nicht ganz fertig. Der Hass auf David geht in eine neue Runde. Umso mehr als ja Palästinenser, die latinische Übersetzung war von den Philister, also es sind noch genau die gleichen Philister irgendwo am Werk, jedenfalls ihre Sympathisanten in Bern, die den Kampf auch noch irgendwie mit einem Zeichen unterstützen. Was ist mir anders übrig geblieben, als das ganze Gebilde zu demontieren, die abgeschlagenen Kacheln mit ihren Müssen drinnen wieder neu auf die Tulipanelplatte aufzukleben mit dem Spezialkleber und die Fugen alle wieder schön auszufugen, am Schluss das Bild eben mit diesen 140 Kilo wieder neu an die Wand zu tun. Und in dem Ganzen habe ich gemerkt, das ist ein geistlicher Kampf, das heisst, ich werde mich jetzt nicht ärgern, ob schon das paar Tage gegangen ist, Zusatzarbeit. Ich werde mich nicht ärgern über die es abgeschlagen haben. Unser Kampf, das steht ja auf dem Bild selber und das steht auch in der Geschichte. Und es ist auch im Verhalten von David gegenüber dem Saul immer wieder deutlich geworden, der Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern der Find ist der Find. Anders kann man gar nicht siegen, als so, dass man unsere Finde segnet und gar nicht gegen Menschen kämpft. Der Schluss von dieser Geschichte war sehr gnädig. Eines Tages wieder ein Telefon von der Uni, wieder wegen David und Goliath. Dann hat es geheißen, ja, jetzt steht er im Schopf, er wird morgen abtransportiert und kommt in die Kehricht. Weil der neue Architekt für das neue Gebäude, das sie jetzt beziehen, Theologen, weil natürlich die Bibliothek schon wieder aus allen Nähten ist platzt, der Architekt hat das Gebilde nicht einführen
fügen in seine Vorstellung von einem theologischen Seminar, also wird es entsorgt. Aber, hat mir der Professor gesagt, der angerufen hat, Dogmatikprofessor, ich habe den Schlüssel zu diesem Schopf und wenn ihr schnell seid, könnt ihr ihn noch holen, dann habt ihr wenigstens noch gerettet. Und so bin ich gegangen, habe ihn gereicht. Seither habe ich ihn daheim, ist für mich schön, in dieser Wohnung aufgestellt, die ich geschenkt bekommen habe, für Menschen Wohnraum zu geben, die genau aus solchen Kämpfen kommen, aus dem rituellen Missbrauch. Im Moment lebt genau so jemand in dieser Wohnung, der zeigt, eben, das Bild an der Wand, jeden Tag ein bisschen Predigt, der geistliche Kampf ist etwas sehr Asymmetrisches, es ist etwas, das wir gar nicht selber gewinnen können, es ist etwas, das aber Gott um jeden Preis und auf jeden Fall wird gewinnen, weil er ihn schon gewonnen hat. Und so steht der David im Moment wieder genau am richtigen Ort. Ich wünsche euch einen schönen Tag.